Jawohl, Freunde. Willkommen zurück auf der Titanic. Und wir sind noch nicht abgesoffen. Aber das kommt noch. Und da ist der Robert, gell? Mein verblödeter Ehemann. Und wenn ich mich recht erinnere, dann ist er ein bisschen seekrank. Bitte, Margaret. Beim Sprechen fühlt es sich an, als würde ich gleich meinen Lunch verlieren. Du musst dich beeilen. Oh Gott, Beeilung. Ein Notfall. Jetzt habe ich da ein Kühlhaus, ein Hospital, einen Shuffleboardplatz und ein offenes Deck. Hallo, meine Liebe, kann ich Ihnen helfen? Oh ja, Doktor, ich fühle mich gar nicht gut. Ich denke, ich habe einen Anflug von Seekrankheit. Haben Sie vielleicht etwas für mich? Wir haben eine neue Tablette, die die unangenehmen Auswirkungen bekämpft. Dennoch ist meine Empfehlung an Sie, ordentlich Seeluft einzuatmen. Warum spazieren Sie nicht ein wenig über Deck? Sie sehen gar nicht so schlecht aus. Kann ich nicht einfach eine Tablette haben? Um ehrlich zu sein, Madame, Ihnen werden suchterzeugende Eigenschaften nachgesagt. Ich möchte sie nur in den allerschlimmsten Fällen herausgeben. Wirklich, Ihre Gesichtsfarbe ist gut. Sie erscheinen mir recht seefest. Die Wahrheit ist, Sie sind für meinen Ehemann. Er ist in wirklich schlechter Verfassung. Nun, dann werde ich ihn mir ansehen. Wir bringen ihn schon auf die Beine. Nein, nein, das würde er nicht wollen. Sie könnten ihn herbringen. Nein, auch das geht nicht. Wissen Sie, er schämt sich schrecklich wegen seiner Krankheit. Tut mir leid, diese besondere Medizin kann ich nicht ohne triftigen Grund ausgeben. Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen wollen, ich habe viel zu tun. Ja gut, dann kann ich rausrücken. Entschuldigen Sie, Miss, aber dieses Instrument ist ausschließlich für ausgebildete Fachleute. So mal, ich bin auch ein Fachmann. Beziehungsweise eine Fachfrau. Aber ich sehe schon, da komme ich nicht weiter. Das heißt, ich gehe mal ins Kühlhaus. Wow, was tue ich da? Jetzt habe ich einen Metzgerhaken. Ja, was tue ich mit dem da? Es sieht aus, als ob jemand ein Dessert vom Servierwagen stibitzt hat. Er ist fast voll, bis auf eine kleine Lücke. Ja gut, da hat jemand ein Dessert gestohlen. Ja, und weiter? Nix, oder was? Das offene Deck. Ja, da schau her. Hallo, eine schöne Nacht, nicht wahr? Ein wenig frisch, aber ja, schön. Klar wie eine Glocke. Das Seeleben ist einfach eine Freude. Das ist es in der Tat. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Spaziergang, Madame. Vielen Dank. Ja, Kumpel, im Moment noch angenehm, gell? Aber das vergeht uns bald. Oh, Sie sind ein Naturtalent, Mrs. Duchamp. Oh, hallo, ich erkenne Sie vom Fahrstuhl wieder. Mein Name ist Vincent Rossetti. Sie haben Dienst frei? Genau. Ich dachte, ich nehme mir etwas Zeit, die bewundernswerte Mrs. Duchamp in die Feinheiten einzuweihen. Aha. Okay, Kumpel, was tue ich da? Soll ich mitzocken oder was? Wahrscheinlich. Möchten Sie es auch noch einmal versuchen? Das würde ich gern. Danke, Odette. Sie könnten mitmachen. Je mehr, desto besser. Danke. Sie sollten auf das vordere Dreieck zielen, um die Höchstpunktzahl zu erreichen. Geben Sie dem Bug einfach einen ordentlichen Schubs. Ja, danke. Wollen wir sie? Klicken, um zu schießen. Am besten das vorderste Dreieck, gell? Gibt 10 Punkte. Exzellenter Schuss. Ich sehe, Sie benötigen keinerlei Einweisung von mir. Genau. Ja und? Was hat das gebracht? Scheinbar nix, hä? Scheißdreck, was tue ich jetzt? Jetzt habe ich gerade einen Metzgerhaken. Bitte, Margaret. Beim Sprechen fühlt es sich an, als würde ich gleich meinen Lunch verlieren. Du musst dich beeilen. Mein Gott. Ja, jammer grad. Sag mal, Robert, hast du irgendwas für mich? Was soll denn das sein? Ein Glas, hä? Was tue ich mit dem Glas? Verstehe. Jetzt haben wir ein Glas Wasser. Was tue ich mit dem? Ein Glas Wasser.
ist nicht der vorhergesehene Verwendungszweck. Pass mal auf, ich häng nicht auf. Ich glaube... Ja gut, doch nicht. Weiter ein bisschen grausam, gell? Muss man zugeben. So, mal, das ist doch ein Kühlraum, oder? Das Glas Wasser. Ich weiß nicht, was das bewirken soll, aber bitte. So, mal, gefriert das jetzt oder was? Dann hätte ich nämlich Eis. Aber für was brauche ich Eis? Das ist die andere Frage. Ich hab doch bestimmt irgendwas übersehen, oder? Das ist ja meistens der Fall. Hallo, eine schöne Nacht, nicht wahr? Ein wenig. Nein, Das Seeleben ist einfach... Das ist es in der Tat. Vielen Dank. der erzählt mir gerade den kleinen Scheißdreck, gell? So, da komme ich gerade um, schön. Mehr haben wir nicht. Sie sollten auf das Fort... Ja, danke. Nein, nicht schon wieder. Was bewegt das, hä? Geil, schön. Oh, wie bedauerlich. Möchten Sie ein paar Tipps? Nein, danke, Mr. Rossetti. Das schaffe ich gut selbst. Ganz wie Sie wünschen. Sie sollten... Ja, danke. Was passiert, wenn ich dumm ist? Ups, er ist mir weggerutscht. Hat jemand einen Puck verloren? Ich bin beinahe draufgetreten. Ja, entschuldigen Sie. Das war ich. Kein Problem. Niemand wurde verletzt. Bitte sehr. Übung macht den Meister. Danke. Genau, übermacht der Meister. Das nächste Mal schießt ihm gegen den Kopf. Das hätte ich denn fast drauf, gell? Alles, was von meinem Glas Wasser übrig ist eine gefrorene Eisscheibe. Ich denke, als das Wasser sich ausdehnte, hat es das Glas zerbrochen. Faszinierend, wie kraftvoll etwas Einfaches wie Eis sein kann. Ja gut, mein Glas Wasser ist gefroren, gell? Jetzt habe ich eine Eisfläche. Jetzt ist die Frage, was tue ich mit dieser Eisfläche? Sag mal, Robert, brauchst du Eis? Ich glaube, das ist nicht der vorhergesehene Verwendungszweck. Oder er kann einen Metzgerhaken brauchen. Das ist nicht der vorher... Bitte sag ich noch. Wer braucht Eis? Ich glaube... Mal es ausprobieren, gell? Sie wollen auf das Vordere, sagen Sie? Was ist denn das für ein Buch? Mein eigener. Wissen Sie, Mr. Rossetti, eine Dame sollte nie ohne ihren eigenen Shuffleboard-Puck erwischt werden. Jetzt benutze ich die Eisscheiben, gell? Ja, warte mal. Jetzt will ich den Deppen ohne Nervenschuss. Ups, er ist mir weggerutscht. Klingt, als ob jemand gestürzt ist. Ich sehe besser nach. Ja gut, jetzt glaube ich, kriegt mich Druck wegen Körperverletzung. Sind Sie in Ordnung? Mein Knöchel. Ich kann nicht auftreten. Es tut sehr weh. Warten Sie hier. Ich werde den Arzt holen. Ah, verstehe. Jetzt locke ich nämlich den Arzt außer. Ja, pass auf. Herr Doktor. Doktor? Madame, wie ich schon sagte, ich bin sehr beschäftigt. Es gab einen Unfall. Einer der Offiziere ist ausgerutscht und auf dem D-Deck hingefallen. Er hat Schmerzen. Oh, lassen Sie mich meine Sachen zusammensuchen. Beeilen Sie sich, Doktor. D-Deck, sagten Sie? Ja, gleich draußen am Hauptgang. Ja, gleich draußen am Hauptgang. Ich bin weg. Rühren Sie nichts an, solange ich fort bin. Nichts anderen. Wo denkt ihr hier? Jetzt habe ich ein Blutdruckmesser. Was tue ich mit dem? So, wir sind da die Tabletten drin. Das Schränkchen ist abgeschlossen. Ich kann einen Riegel drinnen sehen. Vielleicht kann ich es öffnen, wenn ich etwas finde, was in den Zwischenraum passt. In den Zwischenraum, pass auf, der Metzgerhaken. Die Lücke ist nicht groß genug. Es passt nicht. Oh Gott, der passt ja nicht. Da schau her. So habe ich die Lücke vergrößert. Ja, schau mal das an. Heutzutage bricht man schon mit dem Blutdruckmesser ein.
Die Lücke ist jetzt groß genug, um hineinzugreifen. Hineinzugreifen. Pass auf mit dem Haken. Mal sehen, ob ich den Riegel einhaken kann. Aha, das hat ja hervorragend geklappt. Finde 10 versteckte Tabletten. Dr. Mario lässt grüßen. Ja, pass auf, die hab ich gleich. Auch die hab ich. Nummer 9 und... Wo ist Nummer 10? Nummer 10. Die ist nicht. Die ist wahrscheinlich irgendwo herum. Da die Mona. Da ist. Jetzt habe ich eine Reisekrankheitstablette. Seekrankheitstabletten. Nehmen Sie 2 bei Übelkeit und Kopfschmerzen. Das sollte es sein. Schau das, voll bestimmt Nerv, der da Neibruch hat. Das bedeutet, zurück zu Robert. Bitte, Robert, nimm 2, schnell. Dem Himmel sei Dank. Ah, ich fühle mich schon besser. Ich bin doch nicht zu spät, oder? Ich sehe den Kapitän nicht. Nein, du bist pünktlich. Bitte setz dich. So ein wunderbarer Abend. Ich glaube, die Seeluft hat sogar mein Asthma kuriert. Ich habe gehört, sie hätte wundertätige Eigenschaften. Ich bin hier. Jetzt könnt ihr euch entspannen. Ich sehe, der Kapitän ist noch nicht gekommen. Doch ich prophezeie, dass er gleich hier sein wird. Tja, es geht doch nichts darüber, sich einmal kräftig zu blamieren, oder? Welche Chancen geben Sie der Sonne, morgen wieder aufzugehen? Ah, der Captain. Ich grüße Sie alle. Ich bin erfreut, dass es Ihnen möglich war, mir beim Dinner Gesellschaft zu leisten. Die Freude ist ganz auf unserer Seite, Captain. Lassen Sie uns einen Toast ausbringen. Auf dieses großartige Schiff, unseren fähigen Captain, und auf eine schnelle und ruhige Fahrt. Hört, hört. Dieses Gefühl tief in deinem Magen, es hat einen Grund. All die Versuche, Dinge einzuordnen, die wir nicht verstehen, um mit dem umzugehen, was wir fürchten. Alles, was wir tatsächlich gelernt haben, ist, dass wir nicht genug wissen, um zu urteilen. Eisberg voraus!